ich dachte halt, dass es viel früher kommt irgendwie so mit dem Sprechen. Weil als sie so 6 Monate war, da hat sie schon angefangen, die Silben zu machen, Mama, ma, ba, ba, ba und so die ganze Zeit. Ich dachte, oh, wow, voll toll. Mit einem Jahr wird die bestimmt schon richtige Wörter sagen und so. Und jetzt geht das schon voll lange irgendwie mit dieser Fantasiesprache und so. Und klar, ich frage mich dann auch immer, hat es damit zu tun, dass sie halt auch Schweizerdeutsch und Deutsch irgendwie so diese 2 Systeme in ihrem Kopf irgendwie auseinanderhalten muss, dass es dann erst sich langsamer entwickelt, so ein bisschen. Weil sie ja jetzt eben auch schon Mami und Mama sagt. In der Schweiz sagt man ja nur Mami zur Mutter so. Und ja, irgendwie. Also man muss ja auch bedenken, dass Kinder auch erstmal lernen müssen, die Wörter zu artikulieren. Also die verstehen ja schon viel, viel früher, als sie selber sprechen können. Heute hat Marie den Anhänger genommen und radelt wie eine Wilde den Berg hoch zur Universität Konstanz. Und zwar nicht, weil sie vergessen hat, eine Bachelorarbeit oder so abzugeben, sondern weil sie unterwegs ist ins Babysprachlabor. Ja, sowas gibt's in der Uni Konstanz. Gemeinsam mit ihrer Tochter nimmt sie heute an einer Studie zur frühkindlichen Sprachentwicklung teil. Was dabei genau passiert und was Babys dabei eigentlich lernen, schauen wir uns heute an. Also bleibt dran. Ja, wart ihr schon mal bei uns? Nee, noch nicht wahrscheinlich. Nee, noch oder? nicht. Genau. Okay. Ich habe eigentlich den Flyer irgendwie gefunden, als ich mal in der Ludothek war, beim so Eltern-Kind-Nachmittag oder sowas. Und da habe ich gedacht, ah ja, wäre ja eigentlich cool, mal wieder irgendwie zur Uni zu gehen. Und dann jetzt halt auch in dem Kontext mit Kind, ist auch mal wieder was Neues jetzt. Und wenn wir dann sozusagen was Nützliches auch irgendwie tun können, indem wir halt Daten liefern, so für die Forschung, genau. Voll schön. So bin ich irgendwie jetzt dazu gekommen, ja. Super, dann erkläre ich einmal den groben Ablauf von der Studie. Und das ist übrigens Sophie. Das heißt, Sie wird bevor heute das Experiment selber durchführen. Anfängt, werden wir erstmal eine Kalibrierungsphase Wie dieses haben. Experiment Das genau heißt, du abläuft, bekommst die das Sonnenbrille erklärt sie am aufgesetzt besten gleich selbst. Genau, und dann fängt es mit der tatsächlichen Studie an. Die gliedert sich in 3 Teile. Bei dem ersten Teil, das ist sozusagen der Hauptteil, da ist es ganz wichtig, dass du selber so wenig wie möglich mit ihr interagierst, wie es geht. Dass du nicht aus Versehen quasi ihre Blickrichtung verfälschst. Du bekommst dafür nochmal Kopfhörer aufgesetzt. Du wirst 2 Bilder sehen, immer jeweils auf dem Bildschirm. Und es geht eben darum, dass wir die Blickdauer messen, wie lange sie dann auf welche Bilder schaut, während aus dem Lautsprecher dann unterschiedliche Stimuli rauskommen. Das heißt, einfach unterschiedliche Wörter, mal mit Dialekt, mal ohne. Genau, und wir schauen dann, wie viel sie davon dann versteht. Zeig mal, wo ist der Fuß? Zeig mal, wo ist die Kuh? Schau mal, da ist der Kuchen. Und dann kommt der nächste Teil, da brauchen wir dich auch noch mit. Das wird auch auf dem Bildschirm stehen, aber dann darfst du die Kopfhörer absetzen aber Sonnenbrille gern aufbehalten. Und dann wird ein Wimmelbild gezeigt und dann solltest du eben basically eine Wimmelbildbeschreibung machen, also so wie ihr Bilderbuch lesen würdet zu Hause. Schau mal, was wir da haben, ne? Das Pferd. Wie macht das Pferd? Und Schäfchen sind auch da und ein kleines Zicklein. Und schau mal, das kleine Lämmchen wird gefüttert, ja? Das machst du auch gerne im Seeburgpark, weißt du? Das machst du auch gerne. Die Tiere füttern. Und da ist eine Mama, die hat ihr Kind auf dem Arm. Fliegt ein kleiner Schmetterling drüber. Da haben wir heute auch schon einen gesehen. Während du im Fahrradanhänger saßt, da waren auch so gelbe Schmetterlinge. Wenn jetzt Frühling ist, ja? Und was macht die Katze? Was macht die Katze? Die sitzt da auf dem Rücken vom Pferd. Und ja? ach ja, genau. Und dann gibt es noch den letzten Teil. Das ist manchmal ein bisschen viel Input, deswegen kann ich auch Bescheid geben und nochmal erklären, wenn es soweit ist. Aber da werden alle Stimuli, also alle Bilder, die bisher gezeigt wurden im Experiment, werden dann so in einer Reihenfolge aufgelistet, also gezeigt.
Und was wir wollen, ist, dass du einmal jedes dieser Bilder benennst, einmal in einem Satz. Also einfach irgendwelche Sätze. Ja, genau, ist komplett egal was. Das ist eine schöne kleine Blume. Und wir lesen ja so gerne immer im Buch. Beim Fuß siehst du nur die Fußsohle. Da liegt ein Buch. Das ist zu. Den Hut trägt man auf dem Kopf. Den Kuchen gibt es zum Geburtstag. Und danach müssen alle Objekte nochmal genannt werden, aber ohne alles drumherum. Also einfach nur Pferd, Auto und so weiter. Und dann sind wir auch schon durch. Also im Durchschnitt dauert das so 7 Minuten, das Gesamte. Und dann kommt noch der ganze Papierkram. Okay. Ja. Blume, Buch, Fuß, Handtuch, Hut, Kuchen, Kuh, Stuhl. Perfekt, geschafft. Super gemacht. Jo, schön. Dankeschön. Sie hat extrem gut mitgemacht, das habe ich irgendwie gar nicht erwartet. Stillen regelt. Voll gut. Es gibt natürlich auch für ein Dankeschön und dann darf sie sich ein Büchlein aussuchen. Wir haben gerade 3 Stück im Sortiment, da könnt ihr euch eins aussuchen. Ja, welches möchtest du haben? Die sehen alle schön aus. Oh, das in der Mitte? Das war ein klarer Sieger. Das kleine Bier Ich habe da schon reingeschaut, das ist total So, das Experiment ist nun vorbei. Hat sich jetzt frische Luft und ein bisschen Spaß verdient. Und Marie wird sich jetzt mit Sophie noch zusammensetzen und ihr ganz, ganz viele Fragen stellen und sie löchern. Also sei gespannt. Du arbeitest ja als Hiwi im Babysprachlabor. Was macht man da so? Genau. Ja, also ich arbeite seit circa 2 Jahren jetzt schon. Oder fast schon 3 mittlerweile. Genau, also darunter fallen ganz viele Aufgaben. Also das eine habt ihr jetzt gesehen, wir führen ganz viele Studien durch, die dann meistens dann von unseren Doktorandinnen oder Masterstudis durchgeführt werden. Das heißt, wir kümmern uns meistens um das Administrative drumherum. Also wir informieren Eltern darüber, dass es uns gibt. Wir erzählen von unserer Arbeit, auch von unseren aktuellen Studien. Also unser Fokus liegt aktuell dabei, wie Kinder, bevor sie selber anfangen zu sprechen, wie gut sie überhaupt ein Gespür für Dialekt haben. Genau, und wenn es dann soweit ist und wir dann auch ProbandInnen dann haben, dann führen wir die Studien durch, arbeiten das alles nach. Die Datenerhebung machen wir selber nicht. Das machen dann die etwas geschulteren Leute, also die dann näher an den Studien, also die enger damit arbeiten und das selber auch aufsetzen. Ja, viel E-Mails schreiben, viel mit Eltern kommunizieren. Genau, viel Kommunikation auch mit den entsprechenden Kontaktstellen, also zum Beispiel Hebammen oder auch die Startpunkte hier in der Stadt. Kann ich auch übrigens sehr empfehlen, auch an alle Eltern oder an Leute, die gerade frisch Eltern geworden sind. Super Anlaufstellen, dass man dann auch ein bisschen sich mit anderen Eltern vernetzt. Und teilweise kommen auch wir vorbei, erzählen dann von unserer Arbeit. Es ist auch ein sehr netter Spaziergang hoch zur Uni. Ja. Genau. Und so die Kinder, sind das immer so unter 2-Jährige dann, die ihr zu den Studien holt? Genau, Oder? aktuell ja. Also es gibt immer unterschiedliche Studien. Die aktuellen beiden Studien laufen gerade schon etwas länger. Das heißt, wir haben jetzt schon seit diesen 2 Jahren, die ich hier arbeite, Kinder zwischen so 1 und 2 Jahren, also noch bevor die wirklich anfangen, viel zu reden. Einige sind erstaunlich gesprächig schon in dem Alter, andere eher nicht. Das ist natürlich sehr individuell. Ja. Aber genau. Ja. Gab es da irgendwie schon mal so irgendeinen lustigen Zwischenfall oder irgend sowas? Oder ist mal irgendwas Spezielles passiert so mit den Kindern bei einer Studie oder irgendwas ganz Unerwartetes? Oder? Ganz Unerwartetes. Also ich meine, es ist immer unerwartet, wenn man mit Kindern arbeitet. Stimmt. Die ticken alle ganz anders und man weiß nie, was passiert. Ja.
Jetzt so spontan, muss ich mir überlegen, so was Abgefahrenes, weiß ich nicht. Meistens eher in die Richtung, dass die Kinder sehr überfordert sind, wenn sie jetzt in einen neuen Raum kommen. Also meistens geht es eher in die Richtung, dass die Kinder etwas abdrehen und erstmal runterkommen müssen. Ja. Ja, wir hatten ein Kind, das ja sehr gerne Fußball gespielt hat und sehr fokussiert auf alle möglichen Bälle waren. Also teilweise hatten wir noch so zur Ablenkung, also am Anfang da, wo die Kinder noch mal reinkommen und sich so ein bisschen mit dem Raum und uns auseinandersetzen. Da hatten wir auch teilweise Bälle noch gehabt und der hat dann überall rumgekickt, aber danach war er auch für gar nichts mehr zu haben. Also da kam der Attention Getter, das ist ja auch ein Ball ganz am Anfang, wo sie noch mal hinschauen müssen. Hat das Kind auch die ganze Zeit dann den Ball gesucht während der Studie. Wollte danach, nach der Studie, als alles durch war, noch mal diesen Ball sehen. Hat dann, ja, aber so wirklich was ganz Abgefahrenes hatten wir, glaube ich, nicht. Ja. Jeder ist anders, jeder ist irgendwie lustig und süß auf seine Art. Ist schon, Ja. Genau. Genau, ja, also es ist so ein bisschen jetzt so eine Beobachtung von mir oder auch von anderen, dass Kinder irgendwie immer später vielleicht auch erst anfangen zu sprechen, also im Vergleich zu früher. Wenn man so alte Tagebücher irgendwie rauskramt oder so, dann steht von irgendwelchen Kindern, sie haben mit 13 Monaten schon 50 Wörter gesagt und irgendwie habe ich das Gefühl, das verzögert sich alles so ein bisschen. Meinst du, das hat damit zu tun, dass wir hier auch so ein bisschen an der Grenze leben und die Kinder verschiedene Dialekte hören und so? Dauert das dann länger mit dem Spracherwerb oder hast du da schon was dazu beobachtet irgendwie mal? Ich hätte nicht gesagt, dass also gerade bei dialektalen Variationen hätte ich nicht gesagt, dass es so einen großen Unterschied macht. Okay. Aber also ob es da Studien zu gibt, müsste ich noch mal nachfragen oder nachschauen. Ja, ne, weil das ist schon eben auch eine besondere Situation hier mit Schweizerdeutsch und Deutsch. Natürlich ist es irgendwie dialektal, aber schon Hochdeutsch und Schweizerdeutsch schon auch fast wie zwei verschiedene Sprachen fast. Ja, also ich meine, wir sind hier generell sehr durchmischt, was die Dialekte angeht. Was ich jetzt beobachtet habe mit gerade jungen Eltern, dass das so ist, dass die meisten Kinder auch sehr standarddeutsch aufwachsen. Das heißt, gar nicht mal so viel dialektalen Input bekommen oder zumindest nicht so starken. Also meistens noch von Großeltern oder Freunden, aber jetzt von den Eltern selber nicht. Deswegen hätte ich gar nicht gesagt, dass es den großen Entwicklungsunterschied machen würde. Aber das ist natürlich ja auch so, dass wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, dass es tendenziell auch dazu kommen kann, dass es sich verzögert mit dem Reden. Ja, genau. Ja, dann hat es wahrscheinlich auch noch andere Ursachen, warum Kinder tendenziell wahrscheinlich etwas später erst das Sprechen lernen heutzutage. Eher psychologische vielleicht auch. Vielleicht. Gut. Ja. So. Ja, wenn ich auch noch mal eine Frage stellen darf. Nee, ich wollte euch fragen, wie habt ihr jetzt die Studie wahrgenommen? Also wie war das jetzt als Elternteil, da jetzt ins kalte Wasser zu springen und irgendwo teilzunehmen, wo man gar nicht weiß, was denn jetzt so passieren wird? Ja, man fragt sich halt, ob das überhaupt dann hinterher aussagekräftig sein kann, weil natürlich ist die Stimmung, kann man irgendwie schlecht beeinflussen vorher. Je nachdem, wie wach das Kind gerade ist oder wie begeisterungsfähig und so weiter, kann ich mir natürlich vorstellen, dass da auch dann ganz andere Ergebnisse rauskommen. Und dann ist natürlich dann die Frage, wie aussagekräftig das dann hinterher ist, wenn das so variabel ist. Und ich denke mal, so wahnsinnig viele Kinder werden ja vielleicht auch an der Studie gar nicht teilnehmen. Also werden jetzt ja keine 5000 teilnehmen oder so, dass man dann irgendwie das so runterbrechen kann auf einen Konsens, sondern das ist dann schon relativ individuell so alles. Ja, also das sind total valide Punkte, weil letztendlich ist das auch so. Also ihr seid, glaube ich, die 58. Person jetzt gewesen. Okay. Und davon werden natürlich nicht alle reingenommen in die Studie, weil, wie du schon meintest, nicht alle gerade einen guten Tag hatten und es teilweise auch wichtig ist, auszusortieren, sage ich mal. Das machen wir ja auch, wenn man merkt, dass es dann gar nicht klappt, dass das Kind keine Aufmerksamkeitsspanne dann aufrechterhalten kann. Dann sorgen wir auch schon dafür, dass dann diese Daten mit Vorsicht genossen werden, gegebenenfalls eben rausgenommen werden. Ja. Genau. Und das andere ist natürlich auch, wir sind hier, also das ist ja nicht repräsentativ für ganz Deutschland, wir sind hier in einer sehr besonderen
wie du auch schon meintest, Schnittstelle zwischen der Schweiz, aber auch eben schwäbischen Dialekten, badischen Dialekten, Ja. alles Mögliche kommt hier zusammen. Und Ja. das hat man natürlich auch nicht überall so. Ja. Genau. Aber deswegen haben wir auch Vergleichsproben zwischen zum Beispiel, ich glaube in Göttingen und Tübingen haben wir auch getestet, soweit ich weiß. Ja. Um zu schauen, ob es da auch ein Unterschied ist. Ja. Genau. Und so von den Arbeitsgeräten her, denke ich, macht ihr einfach viel eben Ton, Bild, so, oder gibt es noch irgendwelche speziellen Ausstattungen, die ihr habt, irgendwie im Babysprachlabor für irgendwas spezielle Versuche oder so? Also ich meine, der Eye-Tracker ist natürlich schon sehr Ja. speziell. Ah. Den haben wir, also den gibt es nicht so häufig. Dann haben wir, ja, also es gibt die zweite Studie, die Head-Turn-Preference-Studie. Da schauen wir, in welche Richtung das Kind guckt. Also da sind 2 Lautsprecher aufgestellt und aus denen kommen jeweils auch die Stimuli raus. Und dann dreht das Kind den Kopf in die entsprechenden Richtungen. Das heißt, also auch da haben wir Videoaufnahmen und das ist auch das, was dann letztendlich vor allem annotiert wird. Also ja, Bild und Ton und Blickdauer. Ja, also bei ihr zum Beispiel, ich dachte halt, dass es viel früher kommt irgendwie so mit dem Sprechen. Weil als sie so 6 Monate war, da hat sie schon angefangen, die Silben zu machen, ma, 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 ba, ba, ba und so die ganze Zeit. Ich dachte, oh, wow, voll toll. Mit einem Jahr wird die bestimmt schon richtige Wörter sagen und so. Und jetzt geht das schon voll lange irgendwie mit dieser Fantasiesprache und so. Und klar, ich frage mich dann auch immer, hat es damit zu tun, dass sie halt auch Schweizerdeutsch und Deutsch irgendwie so diese 2 Systeme in ihrem Kopf irgendwie auseinanderhalten muss, dass es dann erst sich langsamer entwickelt, so ein bisschen. Weil sie ja jetzt eben auch schon Mami und Mama sagt. In der Schweiz sagt man ja nur Mami zur Mutter so. Und ja, irgendwie. Also man muss ja auch bedenken, dass Kinder auch erstmal lernen müssen, die Wörter zu artikulieren. Also die verstehen ja schon viel, viel früher, als sie selber sprechen können. Ja. Also teilweise, das fängt ja schon im Mutterleib an, dass sich Kinder tatsächlich auch an die Stimme der Mutter gewöhnen. Also das kriegen die schon von seitdem mit. Oh. Oh je. Genau, und ich denke, der Prozess zwischen Verstehen, aber auch Lernen, das zu artikulieren, man muss ja auch irgendwie, es ist ja so, wie wenn wir erstmal jetzt neu lernen, also eine neue Sprache lernen müssen, müssen wir auch erstmal lernen, wie bewege ich meinen Mund überhaupt richtig, dass man mich versteht. Das heißt, oft versuchen ja Kinder frühzeitig, also diese Fantasiesprache, das ist ja meistens einfach der erste Versuch zu kommunizieren und auch die Wörter nachzuahmen, die es hört, aber es klappt dann natürlich am Anfang nicht so gut. Und dann, genau, manche Laute fallen auch leichter, also gerade so Mama oder so ist eigentlich ganz, also diese Wiederholungen zum Beispiel fallen auch leichter. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum das erstmal schon mal so gut anfängt, aber dann, ja, bis sie Handtuch frei sagen kann, dauert es, glaube ich, noch. Ah. Und ich glaube, nochmal zu dem witzigsten Moment, den wir irgendwie erlebt haben. Ich muss, glaube ich, sagen, würde mich das nachträglich jetzt noch jemand fragen, würde ich wahrscheinlich sagen, ach, da waren so Leute, die wollten ein YouTube-Video mit uns drehen. Also ich glaube, das ist schon sehr besonders. So ist es auch noch nicht vorgekommen. Ja, cool. Deswegen. Ja, es gibt immer Neues. Ja. Also das war total spannend und jetzt raucht uns schon echt so ein bisschen der Kopf von ihren ganzen visuellen Eindrücken und mir auch so ein bisschen, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie lernen nun Kinder eigentlich sprechen, und es ist total schwierig, das zu benennen und erstmal herauszufinden und so weiter. Da schauen wir jetzt zu Hause noch mal so ein bisschen die Studienlage an oder ob wir da noch was rausfinden können dazu. Und auf jeden Fall total cool, dass das hier an der Uni Konstanz erforscht wird und so untersucht wird. Und wir sind mal gespannt, was noch alles so dabei rauskommt. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like und lasst ein Abo da. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Hup. Nein, stopp. Oh je. Gut. Technik. Wir fangen nochmal neu an.